Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ich habe gut geübt. Aber so lautet die erste Wort der Bibel. Mit ihnen fängt sie an. Und erste Worte sind oft ganz bewusst gewählte Worte. Sie legen nämlich die Basis, die Grundlage so quasi für alles Weitere, was nachher kommt. Und das gilt ganz speziell für die Bibel. Und darum lohnt es sich, dass wir uns ein bisschen genauer damit auseinandersetzen, was denn da drin steht. Bereshit bedeutet am Anfang. Das heißt, und es ist gleichzeitig der Titel auch vom ersten Buch Mose auf Hebräisch. Das heißt also, die Bibel nimmt uns ganz am Anfang mit an Anfang, nicht nur an den von der Bibel, sondern an den von allem. Vielleicht klingt jetzt das im ersten Moment nicht mega Besonderes, aber die Frage nach dem Anfang, vor allem nach dem Anfang von allem, ist eine Frage, die die Grundlage für dieses Weltbild leitet. Je nachdem, wie du sie beantwortest, ergibt sich ein völlig anderes Weltbild, eine völlig andere Sicht auf die Welt. Und darum ist es eine der grundlegendsten Fragen der Menschheit. Wo ist denn der Anfang gewesen? Wer sind wir? Woher kommen wir? Für was sind wir da? Und genau an dem Ort, haben wir es verloren. Und genau an dem Ort beginnt die Bibel am Anfang. Und ich merke, je länger ich Christ bin, desto öfters irgendwo komme ich immer wieder auf die ersten 3 Kapitel der Bibel zurück. Und das möchten wir in dieser Serie miteinander ein bisschen genauer anschauen, was die ersten 3 Kapitel der Bibel uns sagen möchten und möchten sie genau miteinander anschauen. Und auch wenn du sie vielleicht schon x-fach gelesen hast, du wirst sehen, es gibt unglaublich viel drin zu entdecken, vor allem dann, wenn wir es schaffen, die Texte für sich zu reden lassen und versuchen mit frischen Augen anzuschauen und nicht versuchen, einfach das zu bestätigen zu sehen, was wir schon denken. Die Texte sind kunstvoll gestaltet, die haben eine tiefe Bedeutung. Vor allem wir werden auch noch ab und zu eben ein bisschen in die hebräischen Wortbedeutungen miteinander anschauen. Und ich glaube, jeder von uns kann nochmal Neues drin entdecken. Und ich möchte bei euch so ein bisschen die Faszination von diesen 3 Kapiteln mit euch ein bisschen in euch nochmal wecken und mit das so richtig eintauchen. Und auch wenn es nur 3 Kapitel sind, wo wir an 4 Sündigen miteinander anschauen, dann ist doch so enorm viel drin, dass wir gemerkt haben beim Vorbereiten von dieser Serie, wir können einiges nur streifen oder auf gewisse Sachen gar nicht eingehen, die auch spannend wären, darauf einzugehen. Und darum gibt es parallel einen Bibelleseplan, den wir erstellt haben für diese Serie. Der dauert 3 Wochen. Das heisst, wenn ihr heute startet, dann sind ihr gerade auf den Schluss dieser Serie mit dem fertig. Ihr findet den, wenn ihr in eurem Bibellese-App eingebt, am Anfang die Schöpfungsgeschichte. Ihr findet ihn aber nur über die Suche, wenn ihr Bibellesepläne Auswahl auf Deutsch eingestellt habt. Bei den Englischen kommt er natürlich nicht. Der Link ist auch im Konzept drin. Ihr könnt das abladen, dann findet ihr alle Links. Ich habe noch 2, 3 andere Links drin, komme ich nachher drauf. Jetzt ist es so, wahrscheinlich haben viele von euch, wo wir gesagt haben, dass wir diese Serie bringen, ist gerade so ein Thema aufgepoppt. Oder? Um das richtige Verständnis von diesen Text ist in den letzten 150 Jahren, kann man sagen, vorher eigentlich weniger, viel gestritten worden. Vor allem um die Frage nach der naturwissenschaftlichen Richtigkeit der Schöpfungsgeschichte. Die war ein grosses Thema gewesen. Haben wir jetzt eher eine junge Erde mit jung, so quasi 4.000 bis 6.000 Jahren, oder hat sich die Erde über einen langen Zeitraum entwickelt? Für jede Haltung gibt es verschiedenste Erklärungsversuche und es gibt für alle Haltungen seriöse, intelligente Forscher, die sich damit auseinandergesetzt haben, die die Haltungen vertreten und dafür argumentieren. Und auch wenn diese Frage wirklich super spannend und interessant ist, hat sie doch ein gewisses Potenzial, dass man
an diesen Text zu stark aus einer naturwissenschaftlichen Perspektive angehen und durch das verpassen, was die Schöpfungsgeschichte eigentlich gar nicht hätte sein wollen. Oder etwas versuchen drin zu lesen, was die Geschichte wahrscheinlich gar nicht hätte wollen sagen und auch nie den Anspruch hat zum Sein. Nämlich einen wissenschaftlichen Tatsachenbericht zu liefern. Das ist nicht die Idee von diesen Text. Und wir verpassen durch das ein bisschen, was die eigentliche Aussage ist. Und darum würde ich so den, ich sage jetzt dem Stolperstein, gern am Anfang von dieser Message und von dieser Serie aus dem Weg räumen und wie sagen, hey, wenn du an einen Gott glaubst, der allmächtig ist, der über Raum und Zeit steht, dann ist es sehr wohl möglich, dass er die Welt in 6 mal 24 Stunden geschaffen hat. Aber für mich, ich merke, es macht ihn kein bisschen kleiner, wenn die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass das, was da in vereinfachter Form beschrieben ist, sich über einen sehr langen Zeitraum abgespielt hat, wo Gott seine Hand im Spiel hat. Und egal wie du diese Frage für dich beantwortest, ich glaube, es soll kein Stolperstein sein. Und ich wünsche mir, dass wir mit offenen Augen oder mit frischen Augen an diesen Text anschauen. Weil ich glaube, die Frage, die der Text möchte beantworten möchte, ist weniger, wie das denn Gott die Welt geschaffen hat, sondern vielmehr, was für eine Art Welt hat er geschaffen und mit was für einer Absicht und was hat er in die Welt hineingelegt. Um das geht es viel mehr. Wer jetzt das Thema trotzdem super spannend findet und sich möchte darin vertiefen, dann habe ich einen Podcast verlinkt im Konzept, wo es verschiedenste Folgen dazu hat. Und dann könnt ihr dort so 3 verschiedene unterschiedliche Positionen, die von Wissenschaftlern vertreten werden, euch anhören und dann selber eine Meinung bilden. Wir fangen an mit am Anfang der Bibel. Gott, der Schöpfer. Und da, genau. Im ersten Vers der Bibel: Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und der Satz ist gleichzeitig eine Art Zusammenfassung von dem, was nachher kommt. Und gleichzeitig ist er in sich schon ein ungeheuers, deutliches Statement. Gott hat geschaffen. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Die Welt ist nicht einfach so. Das allein ist eine unglaubliche Aussage mit einer enormen Auswirkung, wenn wir die ernst nehmen und glauben. Weil wenn ich an einen Gott glaube, der die Welt geschaffen hat, wo sie beabsichtigt hat, dann ist die viel wichtigere Frage als das Wie, eben wer ist denn der Gott? Und was für eine Absicht hat er gehabt? Und für was? Und in dem hinein verbirgt sich halt die Erkenntnis oder sagt eben vielleicht auch die Erkenntnis in unser Herz hinein, dass die Welt kein Zufallsprodukt ist. Dass sie beabsichtigt ist. Dass all die Sachen, die wir sehen, nicht einfach nur reiner Zufall sind, sondern von Gott gewollt. Vielleicht denken jetzt die einen, ja, es ist schon recht viel so in den Satz hinein interpretiert, dass jetzt der erste Satz schon so viel Bedeutung sollte haben. Darum möchte ich euch ein paar Details in Bezug auf den ersten Satz zeigen. Zum einen, besteht er aus genau 7 Worten. Bereshit, am Anfang, Bara, schuf, Elohim, Gott. Und dann hat es da ein Wörtchen, das man im Deutschen irgendwie nicht übersetzen konnte, wo das Et, das besteht aus dem ersten und dem letzten Buchstaben vom hebräischen Alphabet, also Aleph und Taf. Und so kann der erste Teil da auch verstanden werden. Im Anfang schuf Gott Aleph und Taf, der Anfang und das Ende. Und dann geht es aber eben weiter, der Himmel und die Erde. In dem Wörtchen Shamaim, lustigerweise, Maim heisst gleichzeitig Wasser. Also da ist wie ein Zusammenhang zwischen Himmel und Wasser und auf das kommen wir nachher nochmal. Das ist der erste Satz. Der zweite Satz, der besteht nachher aus 2 mal 7 Worten. Und der letzte Satz von dem Schöpfungsbericht hat 3 mal 7 Worte. Was sehen wir in dem? Damit sehen, dass der von Gott inspirierte Verfasser jedes einzelne von seinen Worten sehr sorgfältig gewählt hat
Und das nichts in dem Sinne einfach so dahergeschrieben worden ist und ja, jetzt muss ich halt irgendwie die Aussage machen und es kommt nicht darauf an, wie es formuliert ist. Es ist bis ins kleinste Detail durchgedacht und mit Absicht. Wir kommen zum zweiten Satz. Das heißt, und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Es wird nicht. Mal noch jetzt. Genau. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist der Satz, der aus 14 Wörtern besteht. Und da wird der Urzustand der Schöpfung als wüst und leer beschrieben. Wüst und leer heißt im Hebräischen Tohu Wabohu. Das kennen wahrscheinlich die einen. Das muss man sich manchmal anschauen, wenn das Zimmer ein Chaos ist als Kind, oder? Wüst und leer. Jetzt müssen wir schnell schauen, ob das funktioniert. Der Touch funktioniert nicht. He? Egal. Dann machen wir es ohne. Wüst und leer heißt, also das Wüst heißt eigentlich nicht geordnet und leer heißt nicht belebt. Und das sind die zwei so quasi ursprünglichen Probleme, die mit dieser Welt geherrscht haben. Es war Chaos. Chaos heisst keine Struktur und damit eben auch kein Leben. Und diese beiden Probleme, die werden wir sehen, im nächsten Teil geht dann eben Gott an. Und dort drinnen schafft er jetzt Neues. Oder tut er sich schöpferisch betätigen. Spannend und irgendwo auch cool ist, dass der Heilige Geist da schon drin erwähnt ist. Der ist von Anfang an da gewesen, auch wenn wüst und leer, und er hat wie geschwebt. Er ist gegenwärtig gewesen in dem Wüsten und Leeren. Kommen wir noch zu diesen 6 Tagen der Schöpfung. Jetzt wäre es gleich cool, wenn wir die Verbindung vielleicht nochmal machen. Darf ich schnell schauen? Ja. Also, es wird jetzt konkreter. Die nächsten Verse dann berichten davon, wie Gott jetzt eben den Kosmos schafft. Jeder Schöpfungsakt wird mit dem Wort eingeleitet und Gott sprach. Wir können jetzt die Verse einblenden von diesen ersten 3 Tagen. Wir können nicht jeden einzelnen Tag ins Detail durchgehen, aber ich habe jetzt von jedem Tag den ersten Vers daraus rausgenommen. Am ersten Tag hat Gott Licht in die Dunkelheit gesprochen. Jetzt funktioniert es. Und damit Tag und Nacht. Geschaffen. Dann lesen wir, wie Gott das Wasser, von dem haben wir bereits gehört, scheidet oder eben auftrennt in ein Wasser unten und ein Wasser oberhalb und so, dass in der Mitte ein Raum entsteht. Vielleicht das Wasser oberhalb, das wird dann der Himmel genannt. Und vielleicht denkt ihr jetzt, das ist irgendwo ein bisschen komisch, wieso Wasser oben und Himmel. In der antiken hebräischen Weltvorstellung ist die Welt eigentlich komplett von Wasser umgeben. Und der Himmel hat so quasi wie das obere Wasser, das wo drüber war, zurückgehebt. Und das macht eigentlich, wenn man sich so überlegt, nach rechts hin, weil der Regen ja auch von oben kommt,
dass man vielleicht die Vorstellung eben dort war, dass oben dran auch Wasser ist. Ich tue das mal noch so ein bisschen wie aufzeichnen. Da alles rundherum ist so quasi Wasser. Ich bin nicht mega gut im Zeichnen, aber ihr checkt es schon. Genau. Am 3. wird dann nochmal Wasser getrennt, und zwar so, dass bei diesen Wasser unten das Land zum Vorschein kommt und die Unterscheidung zwischen Land und Meer kann entstehen. Kann man so sagen? Es lohnt sich schon, wenn ihr die Bibel da habt, um es selber aufzuschlagen. Dann könnt ihr auch die weiteren Verse noch anschauen, die nicht auf dem Screen sind. Genau. Übrigens, an dem 3. Tag heisst es zweimal, dass Gott sprach. Also es hat wie so quasi 2 Schöpfungsakte gegeben. Übrigens, die Pflänzchen sind dann da auch schon gekommen. Machen wir da mal noch ein Bäumchen hin. Genau. Jetzt ist es vor allem um Wasser und um Licht gegangen. Wasser und Finsternis sind in der Bibel oft symbolisch für Chaos und alles, was lebensfeindlich ist. Und was Gott jetzt eigentlich an diesen ersten 3 Tagen macht, ist, er bringt Ordnung ins Chaos. Oder wir haben zuerst gehört, die Erde ist wüst und leer. Wüst ist auch ein Wort für Chaos. Er ordnet das Chaos und er löst eigentlich das Problem von dieser wüsten, chaotischen Welt und bringt eine Ordnung drin hinein, so dass die 3 Sphären, Himmel, Erde und Wasser, entstehen. Jetzt in den Tagen 4 bis 6, was macht Gott echt wohl jetzt? Jetzt bringt er Leben in die Sphären hinein und löst somit wieder das zweite Problem, wo die Erde ist leer war, unbelebt, und jetzt kommt Leben rein. Am 4. Tag kommen Lichter. Sterne. Der Himmel wird so quasi belebt. Sonne. Der Mond. Ich könnte das da mal zeichnen. Ich mache das also ein paar Sternchen an. Ein Mond. So quasi. Machen wir da die Sonne. Genau. Dann am 5. Tag schafft Gott Wassertier und Vögel. Machen wir da irgendwie so Vögel. Hoppla. Das wird er nicht. So. Und da machen wir irgendwie ein herziges Tierli. Und da unten sind dann noch die Fischli. Lachen ihr jetzt wegen meiner Zeichnungskünste? Oder was ist denn noch passiert? Genau. Das ist dann der 6. Tag, wo Tier auf dem Land und auch der Mensch erschaffen wird. Ich bin nicht so geübt. Da müssen wir jetzt Lehrer sein. Also da Tierli und dann machen wir jetzt da noch Menschli. Die sehen so aus. Ja. Ihr wisst, was gemeint ist. Genau. Spannende übrigens, wieder an dem 6. Tag hat es wie schon beim 3. Tag 2 Schöpfungsakte, also zweimal, was heißt Gott sprach, nämlich eben Tier und der Mensch. Also wenn man das anschaut, da die Struktur, oder, wie zuerst
Tag und Nacht geschaffen wird, dann der Sternenhimmel gefüllt wird, das Wasser und die Luft, nachher Tier und Vögel, wo das bevölkern, und dann das Land und das Meer und nachher Tier und der Mensch, der auf dem Land ist. Da ist eine klare Struktur drin, das ist kunstvoll gestaltet, da ist etwas sich überlegt worden, wie man das darstellt. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wo damit gemacht werden, nämlich Gott bringt Ordnung ins Chaos und er schafft lebensfördernde Bedingungen, damit Leben überhaupt entstehen kann. Und in diesem Aufbau nimmt das auf ein Wort und eben auf eine künstlerische Natur auf, wie kunstvoll, wie detailreich und schön das Universum ist, das Gott geschaffen hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in mir hat das eine mega Begeisterung und ein Staunen darüber ausgelöst. Einfach auch nochmal, was wir da für einen Gott haben. Und das hat mich ein bisschen erinnert, mir ist das Lied in den Sinn gekommen, das wahrscheinlich viele von euch auch kennen. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Wenn wir es mal probieren, das zusammen anzustimmen. Also, ihr müsst mir helfen. Genau. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jene Wesen achte, die du regierst und nährst fort und fort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. Gratuliere. Ja, irgendwie kommt mir das öfters an, wenn ich in der Natur raus bin, irgendwo auf den Bergen oben, und dann muss man das singen. Jetzt möchte ich noch auf den 6. Tag nochmal genauer eingehen, weil da hat es ja schon noch eine rechte Signifikanz, nämlich die Erschaffung vom Mensch als Mann und Frau. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Kriegen wir das da noch? Genau. Und jetzt greifen wir noch ein bisschen vor aufs Kapitel 2, wo wir dann nächste Woche ausführlicher anschauen. Weil dort hat es wie so einen zweiten Schöpfungsbericht und dort steht noch ein bisschen mehr über die Erschaffung von Mann und Frau. Und ich lese euch den Vers vor, wir haben ihn, glaube ich, auch am Screen. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes, aber für Adam fand er keine Hilfe, ihm entsprechend. Da ließ der Herr Gott einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, sodass er einschlief, und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und der Herr Gott baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau, und er brachte sie zum Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie gekommen. Ich will kurz auf ein paar Wortbedeutungen noch eingehen. Mensch auf Hebräisch heißt Adam. Also überall, wo Mensch steht, heißt es gleichzeitig Adam oder heißt es im Urtext Adam. Und so steht der Adam eigentlich auch ganz grundsätzlich einfach mal für die Menschheit an und für sich. Spannend noch, Adama heißt Erde. Und so könnte man ein Stück weit sagen, Adam ist auch der Erdmann. So ein bisschen spannend, oder aus der Erde geformt. Im zweiten Bericht, genau. Dann Ma auf Hebräisch heißt Ish. Und wenn man Frau will sagen, dann hängt man bei dem Ish einfach noch die Endung für das Weibliche an und dann wird daraus Isha. Und darum heißt es dann auch in dem anderen Bericht Männin, weil es eigentlich der gleiche Wortstamm ist, einfach einmal männlich, einmal weiblich.
Jetzt ein paar Gedanken zu Mensch und der Menschlichkeit oder dass eben Gott den Mensch geschaffen hat. Es heißt da, dass der Mensch im Bild von Gott geschaffen ist. Und das hat riesige Auswirkungen darauf, wer wir denn sind. Und es gibt uns Menschen eine ganz besondere Stellung und es gibt uns auch Lebensorientierung. Und natürlich kommt in dem Sinne auch die Frage auf, was denn jetzt am Mensch Ebenbild Gottes ist. Spoiler Alert, eben nicht Spoiler Alert, auf das gehen wir nächstes Mal ein, das ist ein Cliffhanger da. Das schauen wir nächstes Mal an. Aber für uns heute ist wichtig, dass die Ebenbildlichkeit jedem Mensch eine besondere, eine unverdienbare, weil sie von Gott gegebene Würde ist. Unabhängig von Herkunft, von Lebensgeschichte, von Lebensführung oder Glauben. Jesus hat sich mit diesen Menschen abgegeben und identifiziert, die in der damaligen Zeit am wenigsten gegolten haben oder nichts gegolten haben und hat uns damit auch ein Beispiel gegeben, dass die Würde wirklich jedem Mensch gilt. Und aus dem biblischen Menschenbild heraus sind schlussendlich auch Menschenrechte entstanden, die haben dort ihren Ursprung. Und das fordert uns heraus, uns zu fragen, wie denn wir über andere Menschen denken. Auch über Menschen, denen ihr Verhalten wir vielleicht nicht verstehen. Die uns vielleicht sogar feindlich gesinnt sind. Oder auch ganz einfach Menschen, die Beeinträchtigungen haben. Oder Menschen, die ein Verhalten an den Tag legen, das nicht dieser Würde entspricht und wo man sagt, vielleicht sogar, das ist Menschen unwürdig. Wo stehst du in der Gefahr, andere abzuwerten oder ihr Leben vielleicht als gering oder geringer zu achten? Es ist so ein Geschenk, dass wir leben dürfen. Und ich staune immer wieder, wie kunstvoll, wie einzigartig und wie vielseitig wir Menschen gemacht sind und was für ein Wunder, dass jeder Einzelne ist. Das Zweite, was uns der Schöpfungsbericht dann aber auch zeigt, ist, dass der Mensch von Anfang an ergänzungsbedürftig ist. Es heißt denn in dem zweiten Bericht dort, es ist nicht gut, dass der Mensch, Adam, allein ist. Das ist übrigens das Einzige, wo in dem Schöpfungsbericht das Fazit überkommt, es ist nicht gut. Und darum hat Gott den Mensch als Mann und als Frau geschaffen, als gegenseitige Ergänzung. Jetzt die Art und Weise, wie das im Kapitel 2 beschrieben wird und wo wir vorher zusammen gelesen haben, aus einer Rippe von einem Mann, die ist oft auch als Argument dafür gebraucht worden, um einem Mann ein Stück weit so eine Vormachtstellung über die Frau zu geben. Und ich glaube, wenn wir da richtig dran anschauen, an den Text, dass wir da den Punkt verpassen, wenn wir das machen. Zum einen heißt es im ersten Kapitel, Vers 27, wie es da steht, einfach nur schlicht und einfach als Mann und Frau. Und das hebräische Wort, das im Kapitel 2 mit Rippe übersetzt worden wird, das wird an den meisten anderen Stellen in der Bibel als Seite übersetzt. Und darum wird es durchaus auch Sinn machen, dass es so zu übersetzen, dass es wird heißen, aus der Seite vom Mann ist die Frau gebildet worden, damit sie Seite an Seite sich gegenseitig ergänzen können. Und auch im Kapitel 2 heißt es dann noch, wenn Mann und Frau in einer Ehe zusammenkommen, dass sie sich so eng miteinander verbinden, dass sie eins Fleisch werden. Und so hilft es vielleicht auch jedem Einzelnen von uns, wenn wir realisieren, dass wir ergänzungsbedürftig sind. Und vielleicht kannst du dich fragen, wo bist du ergänzungsbedürftig? Und wie sieht die Ergänzung auch von den Geschlechtern in deiner Familie, in deinen Freundschaften, deinem Arbeitsplatz, da in der Kirche, in der Ehe, wie sieht das aus? Wie wird das gelebt? Mit was kannst du andere ergänzen? Und übrigens geht es jetzt auch nicht nur um Personen, die in einer festen Beziehung sind. Jeder kann sich ergänzen lassen. Und wo brauchst du Ergänzung? Und ich habe gemerkt, das ist eigentlich so eine Entlastung, wenn wir das bewusst leben und uns in gewissen Bereichen bewusst einfach ergänzen lassen und nicht das Gefühl haben, wir müssen alles können und jeder muss alles können und jeder muss in allem gut sein oder schlecht,
sondern wenn man das bewusst kann akzeptieren und sagen, ja, ich bin ergänzungsbedürftig und da hat es andere, die mich ergänzen in den Bereichen, wo ich nicht so gut bin. Zum Schluss kommen wir noch zum 7. Tag, mit dem die Schöpfungsgeschichte endet. Gehen da. Am 7. Tag war Gottes Werk abgeschlossen und er ruhte von seiner Arbeit. Gott segnete den 7. Tag und erklärte ihn für heilig, denn an diesem Tag ruhte er, nachdem er sein Schöpfungswerk vollendet hatte. Er segnete. Es ist der einzige Tag, von dem es nicht heisst, es wurde Abend und es wurde Morgen. Und das ist sicher kein Zufall, dass der 7. Tag ohne Morgen und Abend beschrieben wird. Und bezeichnend für mich ist, dass es von Gott selber heisst, dass er geruht hat. Nur schon allein dieser Gedanke ist es wert, um sich das mal ein bisschen genauer zu überlegen. Anscheinend gehört das Ruhen zum Erschaffen mit dazu, zum Schaffen. Und vielleicht hat auch das Geschaffene Zeit gebraucht. Das kann man vielleicht so noch interpretieren. Auf jeden Fall wird der 7. Tag von Gott gesegnet und für heilig erklärt. Und damit gibt Gott dem Tag ganz eine besondere Wichtigkeit und einen Wert. Gott setzt den 7. Tag, setzt mit dem 7. Tag setzt er einen Ruhetag und mit dem setzt er einen göttlichen Lebensrhythmus. Und es greift eigentlich das wieder auf, dass so wie Gott Ordnung in die Schöpfung hineingebracht hat, setzt Gott damit eine lebensfördernde, gesunde Ordnung fest, auch für uns Menschen, und geht mit gutem Beispiel voran. Ein Rhythmus zwischen Arbeit und Erholung. Zeit für Ruhe und Ausrichtung auf Gott. Und für mich fast nicht irgendwo erklärbar, dass das anscheinend von so einer bedeutenden Wichtigkeit war, dass es ein Teil der Schöpfungsgeschichte geworden ist. Wir können das Thema enorm vertiefen. Wir haben das vor einem Jahr gemacht. Ich habe den Verweis auf die Selbstserie auch im Predigtkonzept drin. Aber es rüttelt uns nochmal auf, uns Gedanken zu machen, wie denn der Rhythmus in deinem Leben oder in meinem Leben aussieht. Achtest und ehrst du den göttlichen Lebensrhythmus, wo mit seiner Ordnung mithelfen möchte, dass dein Leben zum Blühen kommt, wo dir Zeit und Ruhe und Ausrichtung auf Gott erlauben möchte. Etwas, was wir alle benötigen. Ist es für dich Teil von dieser göttlichen Ordnung? Oder ist es für dich optionaler Luxus, wenn es gerade drin liegt? Wir haben jetzt viel angeschaut und ich möchte euch Mut machen, in den nächsten Wochen in die Themen einzutauchen und das mit dem Bibellesenplan nochmal zu vertiefen. Ein Punkt, der mir für heute besonders wichtig geworden ist: Am Anfang steht Gott und er bringt Ordnung ins Chaos hinein. Und wahrscheinlich gibt es Leute unter uns, die sagen, hey, ich habe eigentlich auch Chaos in meinem Leben. Und vielleicht ist das der Anfang, an dem Gott steht, wo mit dir zusammen möchte wieder Ordnung einbringen ins Chaos, auch in deinem Leben. Nicht nur will, sondern auch kann. 2, 3 Gedanken, die wir mitnehmen in die nächste Zeit. Wo oder was ist dran, um Gott und seiner Ordnung zu vertrauen? Wo möchtest du Gott und seiner Ordnung wieder neu vertrauen? Vielleicht auch in Bezug eben gerade auf Ruhe und Arbeit. Was für einen Unterschied macht es für dich, dass Gott am Ursprung von allem Leben steht? Was heisst es für deinen Blick auf die Schöpfung und auf andere Menschen,
dass Gott sie als gut bezeichnet. Und wo brauchst du Ergänzung und wie kannst du andere ergänzen? Vielleicht auch gerade besonders als Mann und Frau. Ich lade euch zum Aufstehen und würde gerne noch beten. Vater im Himmel, es erfüllt uns so mit Staunen, was du da geschaffen hast. Und wie wunderschön und wie tiefgründig das beschrieben ist in dem ersten Kapitel, wo eine Basis leitet für unser Weltbild. Eine Basis, worauf wir unser Leben, unsere Haltungen, unsere Werte aufbauen können. Jesus, ich wünsche mir, dass wir nochmal neu einfach lernen, deinen Ordnungen zu vertrauen. Weil du der Gott bist, der Ordnung ins Chaos hineinbringt. Der spricht und dann passiert es. Ich bitte dich, dass du jedem von uns etwas aufzeigst, das wir mitnehmen können in die Wochen hinein. Wir dürfen den Mut haben, zu dir zu kommen, Sachen, die wir schwierig finden. Dass unsere Augen nochmal neu sich einfach öffnen für dich, für das, was wir hier lesen und hören. Amen. Wir gehen jetzt nochmal in eine Worship-Zeit rein. In dieser Zeit